One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jeder von euch soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht, aber wir alle gut können an unserem Alltag dazu kontribuieren. An Haut schwätzen wir über Kommunalpolitik und Nachhaltigkeit mit Mike Poiré. Moin. Guten Mittag. Genau, ich bin gespannt, wie das zusammenhängt. Ich stelle erstmal für dich kurz vor. Einfach mal 3 Fakten, die ich so fand an die ergänzt hat, an die so auch was fehlt. Die sind von Formation Jurist. Ja. Die sind seit 2017 Bürgermeister von Merzig. Stimmt. Enger kleiner Majorsgemeinde mit 2000 Einwohnern. Zweit Mandat, das heißt, letztes Jahr zurückgewählt gehen. Genau. Und die sind aber auch national aktiv für die Partei DP. Effektiv, ja. Sind da ganz klein sind ich bei der Demokratischen Partei engagiert. Das hat angefangen bei der Jeunesse Démocrate et Libéral. Okay. Ja, muss ich immer dabei so, weil ich meine, bei Gemengen wie Merz spielt ja sich Partei keine große Rolle. Nee. Genau. Soll auch nicht. An national sind da bekannt gehen in anderem, weil das Programm Merzig for All gegründet hat oder du bist in so der Portparole gesitzt als Bürgermeister von Merzig und darüber will das mehr erzählen. Sind wir da national bekannt gehen, aber das ist schön zu hören. Für mich war der Dummer da viel an der Presse, ja. War der nicht zufrieden mit dem Presse-Eko? Ganz zufrieden. Und war definitiv ganz am Anfang vom ersten Mandat zu ein Instrument, das wir von tun, für uns viel besser nach außen können zu weisen. An unser ganzes Wahlprogramm, auf Basis von dem wir ja gewählt gesehen als Team, weil ich muss bemerken, dass wir trotz Majorsystem mit einer Equipe angetraut sind, 9 Kandidaten für 9 Mandate. Und das hat tiptop geklappt. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber was noch etwas bei den Sachen, die da es wird verroden? Oh, ich bin ein ganz passionierter Mensch, der sich für viele Sachen interessiert, neben der Politik und neben dem Beruf. Ich spiele Musik, mein ganzes Leben schon. An der Erhaltungsmusik, ich noch rausspielen bei Leuten. Ich habe schon ein Akkordeon gelernt. Und habe mit 15 Jahren den ersten Piano gehabt und dann am Anfang sind ich abgewusst mit elektronischen Tasteninstrumenten. Okay. Synthesizer, Keyboards und heute steht eine kleine Musee da, weil ich irgendwann angefangen habe mit Sammeln. Ah, okay. Sammeln ist echt etwas, was mit der Vergangenheit verbindet. So etwas erhalen. Ne? Das ist immer schon bald, dass wir einen ganz schlimmen Link, den ich mache, von dem Erhalen von Tastinstrumenten zum Erhalen von der Natur. Wie kann ein Gemeng dann eben für bei einem Programm zurückzukommen, Merzig for All, was eine Rolle kann ein Gemeng spielen? Eine ganz große Rolle. Ich muss bedenken, dass Lützeburg ein kleines Land ist am Herz von Europa. An nom Staat kommen die 100 Gemengen. Aber wenn die Gemengen nicht abhaken, wie dann? Nicht der Regierung natürlich. Die Regierung setzt den Kader, gibt den Gemengen Instrumente, wie zum Beispiel der Klimapakt oder der Naturpakt, mehr rezent. Und die Gemengen machen es dann oder nicht. Wir haben definitiv sind die meisten Tage, wo wir gewählt sind, die Schwur getroffen, dass wir es abhaken, dass wir es ernst machen. Daher ich erinnere mich an den Wahlslogan 2017, der war ein neuer Anfang für Merzig. Von den sich heute denke ich ja überlegt, da war das schon eine immens starke Message. Aber beim Wähler wäre aber auch kommen, weil wir eben 7 von den 9 Mandaten gekriegt haben. Und die Nummer angehabt zu schaffen an dem Projekt Merzig for All. Das war ein Leader-Projekt, das heißt, noch mit EU-Gelder gefördert gouf über den Landwirtschaftsminister. Und wir haben uns ganz sehr entschieden, für den alternativen Wirtschaftsmodell von der Gemeinwohlökonomie zu Merzig an einer kleinen Gemeinde umzusetzen. Das ist ein internationales Wirtschaftsmodell, das 12, 13 Jahre existiert, kann aus Österreich, von Christian Fellbach, den ihr vielleicht kennt. Und alles dreht sich an dem Modell rund um Werte. Menschenwert, die ökologische Nachhaltigkeit, da haben wir sie. Aber auch das Sozial, Kohäsion, partizipativ Mitgestaltung, was für uns, für alle Politiker per Definition ja aber wichtig soll sein, dass sie alles, was sie möchte, Mathe-Leid möchte. Und das Wirtschaftsmodell erlaubt uns am Anfang, uns all der auf Rot zu stellen, an dem, was wir machen,
et all der versichern besser zu machen an all Projekten, die umsetzt. Das klingt lo immens vag, mit das aber konkret. All Projekt, den umsetzt, hält den Instrument, das eng Matrix, genau, ja. Wo die eng seit Destinatäre sind, von Bürger bis Vereine, bis Entreprisen, bis Geldgeber, bis Gemengepersonal. Und auf der anderen Seite sind die Valeuren, die ich gerade abgezählt habe. Und da guckt den an der Matrix. Das sind dann insgesamt 25 Kapiteln, wo ein sich evaluiert, wo ihr Resultat dabei rauskommt, von -10 bis +10, wobei es aber auch wichtig ist zu sagen, dass es nicht darum geht, die Beste von der Klasse zu gehen. Es geht darum, sich eine Not zu gehen, eine Not, die ihr kriegt, auch nur einem internationalen Audit, und da wissen wir, wohin drin ist. Von der Minusbereich 4, was wir Gott sei Dank nicht waren, mit Header Vakanten an verschiedenen Kapiteln, dann wäre carrément nicht legal NRW. Da geben sich nicht um Gesetze vom Land halten. Plusbereich ist alles gut, wissen dass 7, 8, 9 Punkte, dass wir außergewöhnlich, da möchte ich ganz viel für die Gemeinwohlökonomie zu pushen. Wir hatten eine Durchschnittsmoyenne von 4 Punkten. Und ich wiederhole mich, die 4 Punkte, die sind wir op 2020 schon zurück, wir sind heute 4 Jahre da noch. Wir haben nicht Wahlen gewonnen, 23 Gemengewahlen, das heißt, wir konnten da eine propere Bilanz ziehen und aber auch an Zukunft gucken. Und an Zukunft gucken heißt ja, dass wir es da wollen verbessern par rapport zu der ersten Bilanz von 20. Das vieles zu machen an wir visieren 2025 Ende des Jahres respektive Anfang 26 dann in zweiten Audit für dann neu zu wissen, wo wir dran sind. Ich habe mir die Matrix wirklich durchgelesen. Das ist wirklich immens umfangreich. Gleichzeitig freue ich mich, wenn das so positiv ist. Für was ist da kein anderer Gemeng nur nach Druck gestiegen? Für was das mehr Stunden noch immer lang? Wir sind nicht mehr lang. Also. Wir sind nicht mehr lang, und das ist ein großes Fried. Gemeng Deiferding. Die ja. Erst für ein paar Monate, das ja. War April, Mai des Jahr zertifiziert gehen. An demselben Programm? Okay. Zweit offiziell Gemeinwohlökonomie. Ich bedauere ein bisschen, dass die Politik vielleicht nicht so begleitet wird. Das war mehr eine Sache an der Verwaltung, wie sie entstanden ist. Mit dem Impuls von der Gemeinde Merzig war das dann immens Fried. Wir waren damals dahin und haben den Modell erklärt. Und die Politik, die damals am Amt war, das waren andere wie nur 23, muss ich noch sagen. Die waren begeistert und sind aber immens froh, dass die neue Majorität zu dem Projekt nicht gekippt hat, mir weiter durchgezogen hat. Und sie sind zertifiziert gehen. Das aber nicht vielleicht zu exposiert, wie zu Merzig von mir als Kleingemeng, wirklich all der versichern zu leben. Das ist aber sehr nicht, natürlich. Was hat da noch eine Zukunftsvision eigentlich zu so einer Gemeinwohlökonomie soll der Standard gehen für ökonomisch Denken zu Lützeburg? Also du so doch etwas, das wäre ein Wunschvorstellung. Visionen, ne? Also Gemeinwohlökonomie als ein Modell, den Gemengen per se leben, vielleicht aber nicht zu tief genug, weil ein Instrument nicht am Grab hat. Das hat nicht die Reflexe, die ihn aber braucht, für eben die Werte an Kommunen nehmen den Mensch an das Soziales. Da muss Nachhaltigkeit mal nicht direkt mit betrüßt gehen mit dem Mensch an der Umwelt. Die stehen ganz fair an allem, was die möchte. An einem politischen Alltag geht das könnt das zu kurz oder geht carrément vergiss und dann halt den Decisionen, die nicht gut sind für die Zukunft. Lieber dann ein Jahr überdenken auf Basis von der Matrix, sich auch vorstellen und dann Gegepropose machen, respektive Projekt, die steht, überdenken für viel mehr an puncto Nachhaltigkeit dann etwas zu machen. Und das geht nicht mehr mit einem Instrument am Grab. Davon ist mich ja, wenn man in einer Zeit sieht, wo die ganze Zeit gesagt wird, wir brauchen einen Umweltschutz, der nicht nervt. Die hat gewonnen zum März mit einem Programm, wo es um Gemeinwohlökonomie geht.
Dann hat ja offensichtlich die letzten 6 Jahre die Leute nicht genervt. Was hat dann, wie haben die Leute dann eigentlich gemerkt, was sich ändert, ohne dass es sie genervt hat? Cholala, also ich als Burschmeister, ich kriege all derlei Specken. Weil in dat von der Gesellschaft ganz viel gewinnt ist. Das klingt ganz schlimm, wenn ich so und das ist aber so, wobei ich aber direkt muss Keiernis holen, weil sie meistens die negativ Kommentaren auf die sozialen Resoen, auch mündlich, über Telefon, über E-Mailen, die in DAX mitgedeelt kriegt. Aber wenn ihn dann ehrlich ist, kann ihn die Negativmessagen an unserem Fall auf einer Hand abzählen. Par contre, zählen sie ihn ganz sehr Ruf an, tut ihn dann die Impression, dass ihn alles falsch möchte. Weil er davon einen ganz kleinen Bruchteil dann ist, muss ihn sich immer nicht den Courage geben, an so nee, das ist also nicht die Meinung von der Gesellschaft, von den Bürgern, von der Bevölkerung, von der Gemeinde. Es sind noch ganz viele Leute, die hinter dem stehen. Aber das kriege ich nicht immer so gesagt. Spätestens von Demokratie schwätzt bei den Wahlen, wir sehen es ja dann, und das an unserem Fall ganz gut ausgegangen. Aber was hat dann die 6 Jahre, also was sind dann konkret Mesure gewesen in den 6 Jahren, wo der so, du hast Leute gemerkt, dass es gut für sie ist, was sich verändert? Nein, Anfang für mich. Da sind wir jetzt beim Wahlslogan von Demos. Da können vieles zusammen. Eine Gemeinde hat ja immer eine Geschichte, und ich werde mich nicht zu viel am Passé verlaufen. Ja. Fakt ist, dass wir wirklich den Neuanfang gewohnt haben. Wir haben politisch waren wir ganz neu abgestellt. Wir hatten die Chance auch, dass wir personaltechnisch als komplett erneuern konnten. Das will nicht heißen, dass die vier nicht gut geschafft haben, ganz au contraire. Sie waren fan der Karriere, ganz viel. Und das menschlich, dass ihn dann vielleicht nicht mehr die Dynamik an eigenen Initiativ mal auf den Berg bringt, wie es vielleicht gewollt ist. Wir konnten durch die Paar auch Retreat, aber auch durch freiwillig die Paaren, konnten wir als neu erfahren. Wir konnten rekrutieren, mit dem Gemengepersonal, Gemeinwohlökonomie dann noch umsetzen, weil es relativ am Anfang vom Mandat, wo wir da an dem Exerzice waren. Und das hat uns geholfen in unser ganzes Programm. Und das war ein grosses Programm, das den an Majortsgemengen nicht so gewinnt ist. Das war eine ganz Zeitung, die wir über 2 Jahre ausgeschafft hatten, die wir dem Bürger, dem Wähler präsentiert haben, in einer Struktur, schön abgebaut, was will man an dem Bereich machen, was will man an dem Bereich machen. Und da war eben viel Nachholbedarf. Und war das ganze Programm, wo man sich durchlesen konnte, mit einer modernen Kampagne noch, die auch nicht gang und gäbe als an einer kleinen Gemeinde, zumal nicht von den Leuten Appui hat von einer Partei zum Beispiel. Wir haben das als Team, mteam.lu, sind wir angegangen, gut präpariert, die Hausaufgaben gemacht, und dann kam der Wahlsonntag und dann kriegt man die Belohnung und dann haben wir also ein Schaffen gemacht. Wir investieren viel. Das ist vielleicht ein Novum an der Gemeinde. Wir investieren viel, das hat zum Nachteil, dass wir auch den Emprunt, die Schuld von der Gemeinde ein bisschen strapazieren. Ich schwätze Center 2017 Empfang von 30 Millionen Euro Invest an Gemeinwohlökonomie. Kann ich das Wort Ökonomie wegholen, da sind wir beim reinen Gemeinwohl. Das Wort wird aber dax missbraucht, weil die Leute dann echt den Gag mit eng wollen machen und du echt den Wellness-Center gesehen. Das ist ja nicht, das ist ein Wirtschaftsmodell, das wir hier leben. Weil Schuld dann auch immer eine Zukunftsfrage ist, darüber müssen wir separat diskutieren. Ne? Weil das Argument benutzt ja auch andere Gemeinden, PEP, einzeln zu sagen, wir investieren in die Zukunft. Und dann sind wir froh, für was wird die Schuld gemacht. Ne? Die Schuld, ohne Schuld geht es wirklich nicht, zumal es von den Nachholbedarf hat. An heute schwätzen wir von Gemengeninfrastrukturen, von Anhällen von Gesetzen, von Mise en Conformité von Gebäuden, wo ein immer nicht ganz tags mit einem Fuß an Prison sogar steht, wenn er nicht konform ist. Und geschieht ein Accident. Und da haben wir ganz stark daran investiert. Das heißt, dass die Wolle Accessibilität, Inklusion, also ein wichtiges Stichwort an allem, was wir machen. Schulinfrastrukturen, natürlich. Von Wurstum schwätzt,
ich meine, zu dem Thema kommen wir auch nach. Da muss ein Gemeng gucken, dass eng Infrastrukturen stehen. Also muss ihr se drum denkt zu wussen, muss investieren an Gebäier, aber auch an fundamentale Infrastrukturen wie Kläranlage, wie de Wasserreso, wie Trinkwasser können ze liefern, Straßennetz muss funktionieren. Natürlich hat noch ger bisschen Leben an der Gemeinde, will den Erbesplätze schaffen, will die Kommerzer, das ein immens bret Bandbret, wo en viel Akzenter kann setzen. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Zter Rio 92 afirrun huet Weltgemeinschaft sich op international Konventionen a Mechanismen geeinigt, war das Roll vun der lokaler Politik an déi vun de Gemengen an der Dynamik? Mam gute Beispiel Virgun. Alles machen fir d Welt zu verbessern, am Positiven, sech vernetzen, e Reso opstellen, weil en lang neichtikret. Ich muss gucken, als Politik sich breit aufzustellen, wo den Gemengerot gewählte Vertreter von der Gemeng so zu so de Lied muss hun an alles machen, für das Gesellschaft sensibilisiert gëtt. Ganz konkret hecht dann Organisationen beizutreten, wann ihr net noch net gemerk hat, fir dat Netz opbauen, schwätz man vun Klimabündnis, schwätz na woch vun Fairtrade, vun der ONG, schwätze vun der Umweltberodung Lützeburg, a ganz vielen anderen Klimapark, Naturpark, dat sind staatliche Instrumente, die iwwer den Konvention umsetzt, mich schwätze für allem vun den Akteuren, fir sich zu vernetzen, a wo dann een dem anderen hëlleft, zu machen, für wer den gewählt gin ass, da si man jetzt bei der Umsetzung vom Programm. Das wichtig, dass ihr wees, wer dem mcht, an net all der improviseieren oder all der aus dem Bauch etwas machen, weil dann erreicht es eng Ziel net. Ich erlebe eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Opwand, den immer gemacht wird von all Joa die berühmte COP ass, und dann also auf Weltniveau praktisch so gemacht, wenn dort klimafrohe gelesen gehen. Und eigentlich ist ja das, was real ist für die Leute, ist ja nicht das, was irgendwo auf der Welt entsteht, sondern das, was um kommunales Niveau entsteht. Und das ist auch da, wo es wichtig ist, dass das Wasser nicht überlebt, dass man eben als präparieren, ob der Klimawandel, der schon real ist und so weiter. Und wir kriegen als ja, du den bisschen mehr hin den Transport von den großen Messagen auf den Gemengeniveau. All der Leben, das ist ja den Think Global, Act Local. Genau. Aus meiner Erfahrung als Kleingebäudemeister von einer kleinen Gemeng, also es wirklich auf die Jugend auch durchzugehen. Programme umsetzen an der Schule, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit macht die Schule oder Klimafresk, für den immens flotten OTIAs, wo iwwer d Gemengekommissionen oder iwwer de Gemengerot och immer Fos an der Schoul an der Mesorelé huet. Beide Kanner, weil ihr merkt, dass Kanner die besten Ambassadeuren immer sinn. Kanner sinn déi, die et verstehen, den Erwussene net unbedingt. Aber wenn Kanner et bis verstan hunn, dann vehikuléieren sie auch Messagen bis hem. Das ist immer immens gefährlich, das Argument zu haben, wir müssen die Jugend sensibilisieren, weil das bedeuten eine gewisse Parentifizierung, also praktisch, dass sie so eine Aufgabe holen, die der Wurst nicht können holen. Aber ob ihn an Vakanz flieht oder nicht, entsteht meistens nicht kannt mit einer Wurst. Das ist richtig, aber meine Generation, Generation, auch vielleicht, wir hatten die Erziehung nicht. Nee. Wir haben gelebt, von den Haut darüber nachdenkt, auf viele Bereiche, ich denke immer nur an den Unfall, wo alles an eng Pubel geschmass gin ass, wat se schaut Gott sei Dank geändert huet, wo mir zu Lützeburg schon vieles erreicht hunn, aner Länder so gut am Herz von Europa sind nur noch weiter dran. Da brauche ich an die große Städte gucken zu gehen, wo all der
bei den großen Wohnungen nach immer Toten Trottoirleiien mit allem dran, von Glas bis. Das ist ein banales Beispiel, wo sich aber sieht, dass wir die Haut auf Wurst sind, wirklich nicht mal ein gutes Beispiel Viergang sind, weil man viel mehr Freiheit müssten aufhängen. Und dafür habe ich persönlich eine große Hoffnung an die Jugend, weil sie viel leichter am Leben durch die Education Sachen lehren, die mir nicht gelehrt kriegen. Und da hat er dann die Hoffnung, dass die Jungen einen Schritt voraus sind. Der kritische Geist. Der kritische Geist, ich will in einer Stimmlach, ein Gemeng muss wissen, für das es sich gut entwickeln kann. Dass sie mehr Einwohner, mehr Betriebe, mehr Infrastruktur, mehr Druck auf der Welt, steht die Entwicklung, der nachhaltigen Entwicklung nicht diametral entgegen. Es geht nie schwarz oder weiß. Das ist immer etwas dazwischen und dann wird das dann ja nee. Merzig auch so gewusst die letzten Jahre, oder? Merzig hat eine enorme demografische Entwicklung an den letzten 15, 20 Jahren, wo die Einwohnerzahl sich knapp verdreifacht hat. Das, wo ich auf die Welt gekommen bin, sind am Dorf abgewachsen. Dann waren wir sogar bei der Halschen. Das heißt, wenn wir von 4 Jahrzehnten schwätzen, wäre eine Verdopplung. Und das ist enorm. Ich fange aber vielleicht an zu sagen, dass der Mensch nicht gefragt wird, wo er auf die Welt kommt. Und wir, so wie wir hier sitzen, wir sind immens privilegiert, dass wir hier zu Lützeburg auf die Welt gekommen sind. An einem Land, wo wirtschaftlichen Abschwung agogo ohne Stopp bis Haut lebt, auch von den Hans die Impression hat, dass man den Peak erreicht haben. Das Land hat auch eine Geschichte. Ich denke nun an die Siderurgie. Haut Finanzplatz, Banken, wo ein enormen Reichtum sich aufgebaut hat. Das heißt, wir leben am puren Luxus. Das muss man als angestehen. Aber was geschieht, wenn man so lebt, finden sich ganz tags und Sachen. Gewöhnlichste vom Alltag. Und Gewöhnlichsten bringen da mit sich, wenn man sich das leisten kann, das rundherum, weil es ja so schön bei uns ist, auch jeder bei uns kommen. Mit Recht. Wenn wir an einem anderen Teil von der Welt auf die Welt kommen wären, wo das nicht so gut geht, geben wir vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, an den Teil von der Welt zu plündern, wo es nicht schön ist. Und in dem Sinn, als Lützeburg und andere Länder natürlich auch ein bisschen Opfer von seinem Succès einerseits, aber auch von seiner enorm hohen Lebensqualität. Da wies den automatisch. Wir sind ja offen Menschen. Wir können keinem verbieten, an das Land zu kommen, weil dann gehen wir auch an der Geschichte zurück, wo wir wissen, dass Grenzen. Ich kann ich nachhaltig fußen als Gemeinde. Absolut, ja, und soll noch nachhaltig fußen. Das heißt, ich bin von den Politikern, die sagen, dass der Wachstum am Anfang nicht zu stoppen ist, weil das wäre unmenschlich. Par contre, muss ich dann aber gucken, wie ihr wisst. Ich werde den DAX vom qualitativen Wachstum. Das ist auch ein großes Floskel. Und es leidet dann auf lokalem Niveau und denen, die an der Verantwortung sind, die Wachstum für seine Gemeinde so zu steuern, dass sie nicht futti möchte, aber dass sie au contraire sogar nach positiven Akzent ersetzt. Das kann ich wissen, an dem sie die Umwelt, Natur schützt, trotz dem Zuwachs der Bevölkerung, respektive Industrie, sogar Entreprisen. Weil im Endeffekt, wir hätten ja gern, dass es dem Menschen weiter gut geht. Sonst gehen wir einen Schritt zurück. Und für dass es dem Menschen weiter gut geht, muss er noch investieren. Er muss gucken, dass die Wirtschaft Laufen bleibt, dass wir Arbeitsplätze schaffen können. Das machen wir dann sonst mit unseren Kindern und Enkelkindern. Dann geben wir denen ja eine Gesellschaft oder ein Land losen, wo einmal keine Perspektive mehr geschafft wird. Und auch das ist ja die Rolle von der Politik, sich immer weiterzuentwickeln. An engem kann der Staat funktionieren. Der Staat lebt nicht von der Sonne, der braucht Steuergelder an alles das, also ein immens
komplexen Apparat, wo alles mat den vernetzt das, wo en dem andere soll hëllefen an Gemenge sinn do Akteuren, déi dazu beidroen mussssen, qualitativ gesund zu wussen, kann ich noch vum moderatem Wurstum schwätzen. Einfach e Wurstum, den e packt, ohne Ressourcen a Gefort zu bringen. An noch Vertrauen hunn, Vertrauen an die Wissenschaft hunn, an die Entwicklung von den Technologien, weil geht immer weiter. Kann ich nicht direkt am Stand von der Technologie haut etwas schlecht reden, wat nur dem Noé go net mi so schlecht ass. Fakten, Fakten, Fakten. Fakte, 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 war das die Engzuel, die fährst, die wichtig ist, die nicht mehr so vergessen? Eint. Wir haben E-Planet, an den Planet muss man versorgen. Jeder weiß, dass wir zu Lützeburg mit unserem Lebensstil, wo wir alle selber dafür responsabel sind, die Entreprisen natürlich auch, jeder Verein an der Gesellschaft, wir verbrauchen 7 Planeten und das ist einfach ein No-Go, muss man uns auch vorstellen. An unseren Teil dazu beitragen, dass wir noch immer revidieren, für dem Planet eine Zukunft, dem engen Planet eine Zukunft zu ermöglichen. Top, Flop. War das die eng sagt, die der nicht mehr wild muss erklären? Erklären, dass es lo ass, wo es zählt. Dass das, was wir wissenschaftlich bewiesen kruten, wir müssen nicht Experten sein, wir sind Wissenschaftler, die uns das sagen, und da sind wir nicht beim Vertrauen, aber beim Glauben, das, was die Menschheit fertig gebracht hat, dass wir das sollen nutzen, für daraus neue Erkenntnisse zu ziehen und nicht für allem versuchen, anders zu machen. Für dem Planet und ergo der Menschheit eine Zukunft, eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Zum Schluss vielleicht noch ein bisschen mehr provokativ. Lützeburg ist das Land von der Gemengenautonomie. Die wird ja immer schön an Fenster gehalten. Auf der anderen Seite gibt national ganz viel Entscheid, auch Konventionen an auch Rapporten, die international treten, die national Nations. Aber wie weit widerspricht sich das? Wie weit gehen doch Limite von der Gemengenautonomie, gerade am Umweltschutz? Da sind wir am puren Droit. Ja. Hier steht enorm bisschen international Recht, das kann serven und da kann Konstitution. Die Autonomie kommunal ist effektiv ein konstitutionelles Prinzip zu Lützeburg, den geschichtlich auch entstanden ist, wo effektiv dann allgemein eine Autonomie hat, aber immer am Anklang mit der Verfassung, mit den nationalen Gesetzen und mit dem Reglement Grand Ducaux, für an der Hierarchie weiterzuführen. Und dann kommt der Reglement kommunal. Das ist der Pouvoir reglementaire, den allgemein hat, von aber immer natürlich den Fondement legal, Base legal, dafür muss tun. Das sind banale Geschichten, wie Taxen schaffen, Subventionen schaffen, die in Abhängigkeit am Gesetz haben, von der Regierung Akzente darauf setzen, wo dann ein Gemeng kann weitere Akzente setzen. Die Autonomie kommunal also mengen an immens wichtig, weil ihn aber selber noch kann gestalten, was nicht heißt, dass er permanent auch in einem reglementarischen Szenario ist. All die Sachen, die wir umsetzen, zum Beispiel schon ja ganz viel auch mit einfach agieren Terrain zu dienen, mit Partizipation von jeder Einzelnen, mit einer immens inklusiven Approche, wo man jederin versuchen mitzuholen, ein Gemeng für jederin eben. Was nicht immer gelingt, mit der Versuch ist immer da. Und in dem Sinn gesehen ist die Autonomie kommunal auch in dem Kontext, dass sie immens viel machen kann. Politische Mandate sind kurz, und es gilt vom ersten der an eine Richtung zu schaffen, für seine Ziele zu erreichen. Ist die Autonomie kommunal nicht ein Brems am Umweltschutz? Das gesehen ist nicht so. Okay. Nee, weil allgemein wirklich an der Hand hat, okay. Auch mit Hilfe von den Instrumenten, die sie hat, das allerbest versuchen zu machen. Da sind, ich will um Gottes Willen keinem zu Not reden, mit die Gemengen, die machen da den kleinsten Erfolg.
an einer Gemengen gehen nicht viel mehr offensiv, proaktiv und auch von der Stadt von Menge Gemengen schwätzen. Der Fakt, dass man den Goldstatus am Klimapakt zweimal erreicht tun, am Klimapakt 1.0 und am 2.0, wo die Leute ein Chemie gelöscht gehen, das tut man derbisch zu denen, da tut man Impulse, mit immens viel Engagement Terrain zu denen. Gemengepersonal als auch ein wichtiger Bestandteil, wo es unter Politik leidet, immer zu motivieren, für das umzusetzen, was den angefangen hat. Und der Proaktivismus ist auch fundamental. Beispiel von einer Gemeinde proaktiv vorgeht, für zum Beispiel ein Naturschutzgebiet zu schaffen. Dann hat sie am Ende an alles richtig gemacht. Muss ich nicht ob ein Minister oder ob ein nationalen Akteur werden, für etwas zu machen, muss ich selber erkennen, hey, du hast den Kamolsch oder du sind Mardellen, kommen wir die analysieren, die sind schützenswert, und dann wir machen wir ein national geschütztes Gebiet oder sogar ein Natura 2000 Gebiet, was dann wirklich auf einem hohen Level ein Schutz ist, wo kein Schritt mit zurückgeht, wo sich einfach weiter noch viel entwickelt. Und das wird nie heißen, dass in einer Sache nicht mehr erlaubt, dass sich dann Verbot ersetzt, ganz so kontra. Es geht dann noch darum, mit dem Proaktivismus auch Akzente zu setzen, die nicht direkt mit Klima- oder Naturschutz zu tun haben, aber die zum Beispiel pädagogische Zwecke haben, die touristische Wolle auch haben. Da sind wir bei unserer Region ganz am Slow-Tourismus, wo das engt mit dem anderen soll viel besser vernetzt gehen, wo den zusammen schaffen was, wie wann den anderen ausspielt, weil das ist nie gut. Wenn wir zurückkommen bei der Zukunftsvision, was wieder den ersten Schritt noch 4, den wir müssten gehen? Den ersten Schritt noch 4, man das Courage schon. Courage schon für etwas zu verändern. Ob deutsche Mut tut gut, und ich habe gelesen. Und Courage schon beinhaltet ja, dass etwas verändern. Gut, damit schließen wir dann auf für heute. Vielen Dank, Mike Poiré. Das war der Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg zum Thema Nachhaltigkeit aus der Sicht von der Gemengen. Ich habe geschwärmt mit Mike Poiré. Ich resümiere immer zum Schluss von unserem Gespräch kurz, was wir diskutiert haben. Die sind Bürgermeister von Merzig an, die hat ein Programm an die Liebe gerufen mit ihrer Equipe Merzig for All, wo es darum ging, Gemeinwohlökonomie noch viel zu bringen. Das heißt, dass an ihrer Gemeinde praktisch alles soll an alle Entscheidungen an eine gewisse Matrix geholt, wo es darum geht, zu gucken, wie geht als das mit verschiedenen Werten an der Gemeinde gut, die von allen gedeelt gehen. An die sind der Meinung, dass Gemeinden eine ganz wichtige Rolle am Naturschutz spielen, am Umweltschutz spielen, weil das schlussendlich die kleinsten Unität, wo praktisch die erste Stellschraube gedreht gehen, für dann aufgrund der Schall weiterzumachen. An die sind doch nicht der Meinung, dass die Gemeindeautonomie da ein Brems ist. Das finde ich mal gemerkt. Gut, da sind ich schon uns merci. Auch erst merci für die Nullausstunde und für die Nullgucken. Ihr fandet das auf alle Podcast-Plattformen. Liked uns, followed us. Vergesst nicht an eurer Familie, an eurer Kollegen über diesen Podcast kontrovers zu diskutieren, wenn es gibt. Merci für die Nullausstunde. One Planet, 20 Futures, Zukunft, Aselo.